Merci, Herr Präsident. Die Damen und Herren, Vertrauen ist der Anfang von allem. Ich weiß nicht, ob der Rechner kann daran erinnern. Die Millionen bestimmt nicht, mit etwa in den 90er Jahren eine Reklame im Fernsehen mit einem ganz emotionalen Spot mit kleinen Puppelchen, mit Kanner, die eine Tante gehen, mit einer Hochzeit von einer großen deutschen Bank. Ich meine, die Bank kann es doch egal sein, aber die Message, also der richtige Vertrauen, ist definitiv der Anfang von allem. Vertrauen misst auch Basis für einen Neustart und auch für einen Weg aus der Krise raus. Das ist im Prinzip als wichtigste politische Währung, die wir haben. Und ich so nicht direkt Vertrauen misst ihr nur an das Budget haben. Und das Vertrauen an dieses Budget fallen nicht auf jeden Fall nicht. Vertrauen an die Zukunft fallen nicht an diesem Budget. Das für uns erste Übergangsbudget, für ein Gestaltungsbudget für die Zukunft. Und genau das hätten wir leider noch Betriebe gebraucht. Herr Präsident, ich schon gesagt, wo schon letztlich viel davon geschwärzt von der Krise, wir sind in einer Krise. An 2020 war definitiv eine Krise, oder das ist das Monster, was ich kann sagen. Ich schwätze noch nicht das aus, was vielleicht viele Leute denken, mit wäre richtig schlecht. Jahr. Für viele war es ganz persönlich auch noch emotional, ein schlechtes Jahr. Und ich will auch direkt an die Leute denken, die einen lieben Mensch verloren haben. Die Anzahl von den Todesfällen steigt dramatisch. Auch die Anzahl von den schweren Kranken steigt. Und noch viele Kranke, die am Laufe des Jahres vielleicht nicht Covid hatten, mit die sonst in der Covid-Krise mussten leiden. Und viele Leute, Leute, und die Morgen, der Marc Spautz hat eine Question urgent, und hat darüber geschwärzt, viele Leute oder Leute mit einer Behinderung, leider Strukturen, die viel allein müssten, das Jahr sind. Man hat sich am Frühjahr gesagt, dass darf nicht mehr kommen, muss nicht evaluieren, also gerade für ihre Christen ist das definitiv, das richtig schwer. Bei der letzten Woche war ich gefragt von einem Journalist von einer größeren Wochenzeitschrift, und ich denke, dass ich nicht mehr lange gefragt habe, aber wahrscheinlich nach einer Party von der Schei, was dem Reis wollten als ein Titel von der Zeitung für das nächste Jahr wünschen. Dann habe ich gesagt, ein Ärmel erlaubt. Weil ich meine aber wirklich, dass das ist, was uns fehlt. Der Mensch ist ein sozialer Mensch, ein soziales Wesen. Und es fehlt uns einfach, auch wenn das noch nicht direkt auf sein Budget zu tun hat. Wenn ich so nicht, wenn das erlaubt wäre, dann gibt es wahrscheinlich auch dem Budget besser gehen. Es war auch ein richtig schlechtes Jahr für viele Leute, weil sie einfach einen Teil von ihrer Pein nicht gekriegt haben. Das kann auch Trinkgeld gewesen sein, wie zum Beispiel am Horeca-Sektor, weil du möchtest Trinkgeld viel aus. Viele Leute haben ganz einfach Männer an der Tasche gehabt, für die Jahre für drun. Es sind noch viele Leute, die müssten hilfsicher gehen, die noch nie hilfsicher gegangen wären. Stichwort neue Armut und neue Sozialfrage. Bei zwischen Februar und September sind in ganz vielen Sektoren ganz viele Arbeitsplätze verschwunden. Und du hängen überall Einzelschicksale an. Und das sind nicht plakisch Zahlen, du hängen Einzelschicksale an. Das führen allem auch am Horeca-Bereich. Das ist auch am Transport, am Evenementiell. Der Schumacher, der Minister hat es gesagt, den ist natürlich gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr, aber wenn wir auf 7% kommen, dann ist das für Lützeburg schon relativ viel. Und ich denke, hier an den Arbeitsplatzaufbau bei der Luxer, bei Arcelor, beim Wort, aber auch für viel mehr Kleinbetriebe, wo die Musik nicht so bekannt sind, wäre der richtig schlecht Jahr. Patron, Independenten hatten Existenzängste. Und sie haben auch noch. Und Herr Präsident, neben der sanitären Krise, als, wie ich gerade beschrieben habe, definitiv eine Wirtschafts- und eine Sozialkrise ging. Und dafür ist das wirklich extrem traurig, auch nur in der Christchurch-Zeit, wenn man Giffer rausgesehen, da sehen wir da draußen nach einer Christchurch-Beleuchtung. Bei vielen Betrieben gehen definitiv die Leuchten aus und die gehen vielleicht nicht mehr nächstes Jahr. Und aus all diesen Gründen wäre es extrem wichtig gewesen, dass die Regierung den Leitern und den Betrieben richtig Zukunftsperspektiven abgewiesen hat. Und da sind ich bei meinem Stichwort, wo ich angefangen habe. Vertrauen.
Vertrauen hängt auch an dem Fall mit der Verantwortung zusammen. Die Regierung muss für Prävisibilität sorgen. Wir brauchen eine langfristige Covid-Strategie. Die haben wir gestern gefragt. Als Motion aus Ugeholt gehen, da kriegen wir die ja geschwind präsentiert. Mit darüber heraus brauchen wir Perspektiven für all die anderen tatsächlich Probleme vom Land und von den Leuten anzupacken. Der Herr Finanzminister hat doch Ziele benannt, noch zu den neuen benannt. Die Ziele sind noch die richtig. Aber der Weg dahinter, den ist definitiv noch nicht erkennbar, aber wenn ich das bildlich gebe, so, den ist noch nicht geteert. Und ohne, das gibt ja das chinesische Sprichwort, der Weg als Ziel. Ich meine, so weit soll er nicht gehen, aber ohne Weg könnt ihr nicht bei Ziel. Ich will Ziele aber noch ein sehr aufzählen. Denn Herr Gramegna sagt ja zur Solidarität, wir sagen auch ja zur Solidarität. Aber leider, also ganz stark seine Solidarität um Papier, weil die Schere zwischen Arm und Reich, die geht laufend auseinander. Herr Gramegna sagt doch ja zum Logementsziel. Weil auch mehr so ja zum Logementsziel. Und der Marc Lies hat schon 13 Mesuren an einem Package vorgestellt, für das Logement umzupacken. Aber was geschieht im Terrain? Preise explodieren. Und auch nach kein Fortgang an der Landesplanung. Herr Gramegna sagt doch ja zur Nachhaltigkeit. Ich hatte das bei der Rede zur laufenden Nation, wo ich an meinem Mittelpunkt gesagt habe, das ist richtig und das ist wichtig. Und Nachhaltigkeit besteht aus 3 Säulen: der Ökonomie, der Ökologie und dem Sozialen. Und wir brauchen an der Mitte, brauchen wir sich ein Kompromiss, ein Resultat. Und dann müssen Steuerungsinstrumente, die müssen ja das Budget vorgehen, die Steuerungsinstrumente müssen konsequent unsere Richtung vorgehen. Das geschieht aber nicht konsequent. Ich gehe noch darauf an. Und zu guter Letzt sagt Herr Gramegna auch ja zur Kompetitivität. Auch da so wir ja. Ich erinnere just an die traurigen Diskussionen, die wir am Laufe des Jahres hatten am Dossier Fage. Und zu den unmöglichen, jahrelangen Diskussionen zum Nachhaltigkeitscheck. Die Regierung hat das schon jahrelang versprochen. Das ist auch lange nicht darüber diskutiert worden, also in kurzer Zeit darüber diskutiert worden, dass aber nicht kommt. Das heißt, Ziele sind gut. Ja, sie sind gut. Mit dem W ist nicht erkennbar. Ich will evaluieren, den Budgetsrapporteur, statt vergessen, François Benoit, wirklich vielmals merci so für seinen wirklich fundierten schriftlichen und noch mündlichen Rapport, für sein exzellent parlamentarisch Übig. Ich meine wirklich, dass das der richtig stärkste Stück Übig da ist, also ein ganz großen Merci. Also ein zentral aus so als ja ein starker Staat, für uns stark aus der Krise rauszukommen. Und noch das ist richtig und gut. Mir sich geht es nicht durch, von einem starken Staat zu schwätzen, wir müssen für allem die Leute stark machen, für dass sie die Krise überstehen und für dass sie gut aus der Krise herauskommen. Und da gehe ich dem Herrn Benoit auch recht, wenn sagt, es wäre wichtig, Zukunft vorzubereiten und nachhaltig zu relancieren. Mir sicher ist genau das das Problem, und da gehe ich noch drauf an, weil an der Realität von diesem Budget finden da, der nicht respektive finden zum Teil nicht halb fertig. Ich gehe noch drauf an. Ich komme aber auf ich denke ja bei dem makroökonomischen Kontext. Und du hast es klar, ich meine, Herr Minister ist darauf angegangen, den ist ganz unsicher, das geben wir also gern zu. Die Majorität von den Ländern sind konfrontiert mit einer stärker Baisse von den wirtschaftlichen Aktivitäten und einer weltweiten Rezession. Und Lützeburg ist definitiv keine Insel. Und stellt sich dann natürlich die Frage, wie kommen wir aus der Krise raus? Ist eine U-Form, das heißt, wir eine Baisse, das stabilisieren wir und da könnte Relance, oder ist eine V-Form, Basse, und zack, geht es drauf, und Relance, und das ist das zweite Modell, auf dem sich dieses Budget basiert, weil eben noch das StatTech, dem Modell, wo sich als enge Prävisionen so viel gesehen hat. In hat man einer Basse für 6% gerechnet, die besser so relativiert gehen, just noch auf -3, respektive -4%. Und in hat wo man einer Hoss auf +7% gerechnet, dann wo die Hoss als Lohn Manner stark, nämlich nicht mehr in einem +4 oder -0,5%, was dann aber trotzdem schon ein bisschen dramatisch wäre. Allgemein an den Avien ist zu lesen, dass das Budget sich auf relativ optimistischen Szenario aufbaut. Und ich muss auch so für allem einfach, wenn wir für anhalen, dass wir vielleicht mehr restriktiven Lockdown
mit den Mesuren, die wir haben, dann vielleicht irgendwann ein Kaffee ist. Weil auch das hat immer Konsequenzen auf uns Wirtschaft. Ich meine, der Claude hat relativ gut gestern nach, nicht relativ gut, ganz gut gestern nach erklärt, dass wir das könnten riskieren mit den Mesuren, die wir anpassen. Herr Präsident, natürlich, wir leben in ungewissen Zeiten und Prävisionen sind in Corona-Zeiten besonders schwierig und auch die beste Statistiker kann den Virus nicht an den Griff kriegen. Und es gehen auch noch da hat der Minister gesagt, auch Einzelpunkte, die ihn optimistisch stimmen lassen. Und ich fand noch, dass ein bisschen Optimismus muss tun an diesen Zeiten. Und den ersten Punkt ist natürlich der Vaccin. Der Vaccin ist noch nicht gerade da, aber steht aber schon für unter dir. Das ist geplant, dass wir am Januar es könnten impfen lassen. Beim Vaccin, ich komme ein Stichwort Vertrauen, ist Vertrauen auch wichtig. Und ich hoffe wirklich, dass die Leute auch da Vertrauen an den Vaccin haben. Also da haben wir Vertrauen dran. Dann als den zweiten Punkt, den neuen amerikanischen Präsident. Ich meine, der lässt auch hoffen, die Wahlen, das Resultat von den Wahlen, dass es zu einem mehr konstruktiven Dialog zwischen Europa und Amerika könnte. Und auch das ist für als Wirtschaft positiv. Und drittens natürlich, als Ökonomie war allgemein manner stark betroffen der Krise wie verschiedene andere Länder und das durch eben als Finanz- und Assurancesektor. Finanzmärkte haben die Krise besser gepackt, wie nicht vielleicht, das könnte vorausgesehen. Sie sind sich in Teil von der Lesung, und da muss ich auch so, Gott sei Dank, weil sonst gäbe das, war wirklich richtig schlecht gehen. Aber was wir einfach am Handelkopf behalten, das ist kein Automatismus, und dafür muss man auch in Zukunft die Attraktivität von diesem Sektor und sich bei den Maßnahmen nicht vergessen. Aber wie gesagt, trotz diesen optimistisch stimmenden Argumenten, ist es eben eine schwierige ökonomische Situation, und die dürfen wir nicht erst verlieren. Ich komme aber da bei dem Budget aus sich, Herr Präsident, am Herbst 2020 sicherlich exzeptionell Ausgaben, an die noch müsste getätigt gehen. Gesundheitswesen, Material für das Gesundheitswesen, die Betriebe helfen, die Leute helfen, das war extrem wichtig und das war auch gut so. Und ich spreche auch nicht, ob die Resetten und Depensen am Detail anzugehen. Den Budgetsrapport hat er am Detail gemäht. Fakt ist, dass die Resetten für das Jahr 2020 um 2,3 Milliarden wo sich mehr Heichwerten sind, wie viel gesehen, Männer Heichwerte sind, wie viel gesehen, an Depensen werden rund 2 Milliarden mehr sind, wie geplant. Das hat natürlich einen Impact auch auf das Sold. Der Zentralstaat möchte 2020 ein Defizit von rund 5 Milliarden. Das ist definitiv schon solid. Bei Sécurité Sociale bleibt noch und sich positiv mit der Administration publique möchte dann eben ein Defizit von 4,4 Milliarden für 2020. Und das ist ein Defizit, der bleibt bestehen, mannerheich, 3% vom PIB für 2021. Wir hatten sich noch nie so ein hohes Defizit. Und die Situation ist trotzdem eher dramatisch, weil das Defizit bleibt bestehen für die Jahre 22 und 23. Wenn wir rechnen wir weiter, man traut den Zölen, und das muss man eben am Handelkopf behalten. Und es fehlen wo an diesem Budget ein paar die Antworten auf Fragen, nämlich die Fragen, was bringen die Mesuren, respektive was kosten die Mesuren, die in einem Budget vorgesehen sind. Was bringt zum Beispiel das Aufschaffen von den Stock Options? Am Budget steht nicht direkt auf eine Question parlamentär, als geantwortet gehen, ich meine, es war ein vom Herr Engel, ich bin mir aber noch nicht sicher, als geantwortet gehen, 60 Millionen. Wen Einfluss hat prim partizipativ auf das Staatsbudget? Die kostet ja über Eichterabs. Wie viel? Wir wissen es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es nicht gerechnet ist. Es wäre wohl sich verantwortungsvoll gewesen, selbst zu rechnen. Was kostet die Adaptation vom Kredit d'impôt? Am Budget steht nicht, an der Umweltkommission gut mal gesagt 50 Millionen. Auch hier, für was steht nicht am Budget? Wen Einfluss hat dann die Adaptation vom Taux d'Amortissement bei den Immeubles? Respektive, was bringt die Anpassung von den Füssen? Auch hier hat die Regierung das ja anscheinend schon bilang geplant. Da kann ich sich aber froh, für das es nicht berechnet geht. Dasselbe gilt für CO2-Taxen. Ich meine, Herr Minister sagt, der neue Lot, es wäre nicht einfach gewesen, das zu rechnen. Ich kann da doch noch vielleicht nur vollziehen, dass es nicht einfach wäre, das zu rechnen. Aber zumindest muss das, was am Budget steht, nur vollziehbar sein. Ich zitiere die Zentralbank, die sieht, das, was am Budget steht, das ziemlich konfus.
Und das ist am Prinzip über das Mann, die Person, die rechnet, wo sich mit Mannereinnahmen von 121 Millionen Resetten, am Budget stehen Mannereinnahmen von 40 Millionen Euro, am Plan National der Reform, den auf Brüssel geschickt ging, als durchstehen an Gemecker plus 64 Millionen. Wenn ich dann noch nach so und die plus 64 Millionen, das wären Einnahmen, aber wenn ich stehe, da von den Mannerresetten aufziehen, da komme ich auch noch nicht auf die 40 Millionen. Das ist zumindest, misst das einfach nachvollziehbar, was da steht. Dann war ein anderer froh, wie ein Abfluss hat mich stärkt umstellen, ob Elektro oder eventuell ob Wasserstoff bei den Kamionen am Budget auch langfristig gesehen. Wenn wir Ziele vom PNEC oder vom RIF gehen, 100% Elektro bis 2050 erreichen. Als ich schon ins Gedanke gemäht gehen, für den Effekt, dass das langfristig hat, respektiv auch vielleicht wegen anderer Einnahmequellen, dass man da vielleicht könnte geguckt werden. Also ich denke auf jeden Fall nicht, dass das über die Steuerresetten beim Cannabisverkauf kann rankommen. Ich weiß aber auch nicht, was da geplant ist, weil auch das, also ich bin froh, der probiert das oder so, dass es legalisiert geht. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, du mit den Steuern ist. Und ich will aber just all denen Leute so, die moralische Probleme haben, wenn man Resetten zu Steuern, Tabak, Alkohol oder Brennes haben bei unserem Budget, die müssten auch moralische Probleme haben, wenn man Resetten vom Cannabis bei unserem Budget haben. Weil das ist vielleicht ein kleiner Klammer, wir schon wirklich ganz viele Jugendliche gesehen, die richtig Probleme kriegen, auch wenn es nicht mehr der Cannabis ist. Am Ende der wir den nicht banalisieren. Herr Präsident, die Damen und Herren, der Finanzminister sagt, auch eine Krisenzeit für die pluriannuelle technischen Akt. Ich habe just letztes Jahr leider schon gesagt, das wären dann auch schon so, und das fand ich extrem traurig, weil die pluriannuell, die müsste Zukunft abweisen, die müsste Wege abweisen, da ist aber nicht dran. Ich komme da just noch kurz auf das Sold strukturell, das heißt, die korrigierte Sold nominal, weil es den Jahr ist, dem wir auch müsste gucken, ob wir an Regeln sind mit den Vorschriften von der Europäischen Kommission. Bei den Objektiv am moyen Term bleibt für Lützeburg bei plus 0,5, den erreichen wir das ja nicht. Wir liegen bei minus 4,5 für 2020, minus 1,7 für 2021. Das ist aber nicht dramatisch, weil die Kommission Clause pour Récession économique sévère invokiert hat. Das ist also nicht schlimm, wir müssen den OMT nicht erreichen. Aber für die Jahre danach liegen wir für 22, 23 und 24 auch noch am negativen Bereich. Das heißt, am Moment sind wir nicht en ligne mit den europäischen Engagementen. Man muss das also, respektive die Regierung, muss das definitiv am Ende behalten. Die Sécurité sociale ist für uns alle ein wichtiger Bereich. Und dafür will ich auch noch kurz darüber eingehen. Zwischen 2020 und 2024 werden laut pluriannuell Depensen an der Moyenne 5,1% abgehen. Auf der anderen Seite die Resetten übernehmen 4% an die Luft gehen. Wenn die Depensen also laufend mehr stark steigen wie die Resetten, ich meine, da brauche ich nicht Spezialist zu sein, da geht das auf Dauer schief. Das soll das auch impactiert an den Hölt von rund 2 Milliarden 2019 halt nur auf 640 Millionen 2024. An am Budget sind aber leider absolut kein Hinweise zu finden über die zukünftige Gestion von der Sécurité sociale. Und das vorher nicht mehr merkt, das sei doch, ich meine, der Minister der Chambre de Commerce relativ dax zitiert, mir das fried auch Chambre de Commerce, also ich fried sogar, dass der nächste Bilan aktuariell sich mit 4 gezogen gehen. Das ist eine Förderung, die wir nicht mehr können unterstützen. Man wäre wirklich froh, von der Regierung zu hören, was sie da wollen, so zu machen. Auch hier werden wir als klar antworten, weil ich meine, auch das ist wichtig für Vertrauen, was die Leute brauchen. Bei den Herrn Minister Schneider hat gesagt, dass wir eine Gruppe de Travail funktionieren. Da wäre es interessant zu wissen, was ein Zwischenbilan ist von dieser Gruppe de Travail, welche Pisten das denn hier ugedurcht gehen, auch welche Pisten ugedurcht gehen, für das wir vielleicht Männer aufhängig vom Wüsten gehen. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass hier muss antizipiert gehen und nicht nur reagiert gehen, wenn es vielleicht zu spät ist. Dasselbe gilt im Prinzip auch für das Finanzierung vom Gesundheitswesen und von der Assurance Dependance. Und ich sage aber ganz klar, die neuen Leistungen, die versprochen sind, die schon lange versprochen sind, und schon nicht Menschen bei aller Rede gesagt, zum Beispiel Psychotherapeuten, zum Beispiel neue Brüllegläser,
das muss unbedingt direkt umgesetzt gehen. Hier werden die Leute schon Jahren drauf. Das ist gewurschtelt, das ist sich nicht akzeptabel. Aber die Finanzsituation von der Gesundheitskrise, und das sieht der Minister selber, sieht auch nicht rosig aus. Weltcenter 2018 steigen noch heute Ausgaben mehr stark wie die Einnahmen. Und dafür wäre es auch wichtig, hier von der Regierung gesagt zu kriegen, wie weit als die Regierung mit den Evaluierungen für hier eine Lösung zu finden. Dann, Herr Präsident, die Damen und Herren, will ich just kurz auf die Administration lokal gehen als Gemenge, weil das ein ganz wichtiger Teil. Und Gemengen, als Gemengevertreter, die haben an dieser Krise wirklich vorbildlich übrig gelegen, und dafür will ich Ihnen eigentlich alle merci sagen. Aber auf den Detail von der Gemenge von der Administration lokal wird der Michel Wolter angehen, dafür ich mehr wissen, dass die Minister nicht immer können heißen, aber da könnt ihr ja vielleicht gucken, ob man dann Bufferding damit könnt kommen. Dadurch, dass die Wirtschaft Milieus holt, fallen auch die Resetten für die Gemenge fort. Und ganz viele Gemengen haben, und das ist zum Teil auch durch die suboptimale Gemengefinanzreform zu verantworten, keine Reserve für das Perten abzufangen. Die Regierung fördert nur, dass die Gemenge soll investieren. Mit Gemenge dürfen noch gerne investieren, und das ist ja auch extrem wichtig. Aber irgendwann, die ein echter Jahr mich spät, werden sie nicht mehr können. Und das wird extrem schlecht für als Klein- und Mittelbetrieber. Und es riskiert, ich zitiere heute Emil Eicher, es riskiert den katastrophalen Schneeballeffekt zu holen. Da kommen nicht die Damen und Herren bei der Staatsschuld. Und hier muss man die Wirklichkeit an den gucken, als Staatsschuld explodiert. Und diese Explosion muss man irgendwie an den Griff kriegen, weil sonst behalten wir ganz sicher auch nicht die starke Staat, von dem gestern den Rapporteur geschwärzt hat. Bis 2007 war die Staatsschuld minimal bei 8% vom PIB. Bis zur Krise. Dann ist die Finanzkrise gekommen. Und dann ist sie gestiegen auf 23,7% 2013. Und dann muss ich über dem Finanzminister sagen, sie war 2013 auf 23,7%, wie du sie mal aus einer Krise herauskommen. Wir hatten die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise. Und wir sind herausgekommen, und Lützeburg stunk aus sich 2013 auf bester Position in Europa, mit Ausnahme von Estland. Und das dürfen wir aber nicht vergessen. Über noch als aus sich Staatsschuld laufend und Lustgang, zwar nicht prozentual zum PIB, mehr ein absoluter Heicht. Und noch dünner, wie es dem Land gut geht. Und das ist kein Corona-Effekt. Das tun wir hier auf dieser Platz bei all Budget gesagt, das ist ein Carpe Diem-Effekt von dieser Regierung. Es ist, und ich sage nicht einfach, kein Apfel für den Dusch auf Zeit gelöscht gehen, während der Zeit, wo dem Land gut geht. Und das ist auch Stichwort Vertrauen und Stichwort Verantwortung. Und laut den Prävisionen wird die Staatsschuld 2020 bei 27,4% liegen, bei 21 bei 29,4%, 22 steigt sie über die Norm gouvernemental von 30%, und 23 wird es auf 32,4% vom PIB liegen. Ich will just daran erinnern, dass am letzten Pluriannuell für 2023 eine Staatsschuld von 17,5% ist vorgesehen wäre. Und das weist man eben, wie fragil wir reagieren. Immer, wenn wir auf diese Problematik hingewiesen haben, gute mal gesagt, das ist ja nicht schlimm, sie soll zwar in absoluten Zahlen zu, aber sie soll nicht am Vergleich zum PIB zu. Aber wir sehen wenn es so nicht mehr schinkt, wenn der PIB raufgeht, wie sehr das Schuld dann unteilsmäßig PIB klimmt. So kann ich sagen, das ist nicht dramatisch, wir sind noch weit von den Maastricht-Kriterien weg, aber wir sind ein kleines Land und wir hängen ganz stark vom Triple A auf. Wir sind weder Deutschland noch Frankreich, und es muss das Evolution ganz seriös und es muss das Evolution am Ende behalten. Dat Staatsschuld zuhält während dieser Krise, das scheint als evident zu sein und nicht zu verhindern zu sein. Das ist nicht als Reproche. Das scheint der Jolo verstanden zu haben, das nicht als Reproche ist. Und wir sagen, es ist am Moment nicht Zeit für Austeritätspolitik zu machen. Wir hätten antizipieren. Wir begrüßen ganz klar und deutlich all die Foren
wir begrüßen all Erfahrungen für die leidenden Betrieber zu helfen. Ewer nachrenker, dat staat Schuld am Anfang von der Krise op so engem hegen Niveau war, da das nicht Schuld von der Pandemie, dat leid und die Decisionen im Carpe Diem von dieser Regierung. Das Regierung an es und nachrenker hat der guten Zeiten hier Verantwortung nicht überholt, also nicht verpasst, in Apple für den Dusch auf Zeit zu lehnen. Aber bei all den Mesuren Hummer für sozialer Selektivität absolut nicht Fond gehabt. Und da das an Eisen nicht verantwortungsvoll. Aber gleichzeitig sind da noch eine Millionen Suen an den Sand gesagt gehen. Ich mache nur einen kleinen Appell. Planetary Resources, 12 Millionen, Join rund 100 Millionen, und dann noch der Satellit, den rund 130 Millionen Medaillen Guinness wie geplant. Ich brauche das ganz, da hat noch viel geschaut. Das so aber nicht mehr. Mit Chambre de Commerce, die schreibt zum Beispiel, ce dernier résultat montre au demeurant que le gouvernement aurait bien été avisé de profiter des années de croissance confortable ayant précédé la crise sanitaire pour accumuler de manière volontariste des réserves financières qui auraient permis de tempérer l'augmentation de l'endettement public. Dat war Chambre de Commerce. Datselvige Schlesel und nicht alles vier. So war bis an andere wieder, Cour des Comptes. Und dat war kein, die sind nicht von der Heck geprägt. Also die so und dat wat mir auch so an die hun absolut recht. Pardon, dat alles als aber nicht geschieht. Und die Regierung muss oppassen, dass sie nicht an den Deivelskreis kommen für Schulden immer mit neue Schulden zu bezahlen. Die Damen und die Herren, für das nach einmal klar zu sagen, es ist richtig für Lo de Leid an den Betrieber zu helfen, für Lo mehr Suen an als Ökonomie zu pumpen, weil das ist antizyklisch Politik à la Keynes. Mit der Keynes heißt nicht, dass den auch an Boomzeiten soll über 10 Monaten erleben. Der Keynes sieht, an Boomzeiten, da wo es gut ist, soll ich gucken, den Defizit aufzubauen, respektive etwas auf die Seite zu legen, für wenn der Mensch mich schlecht geht. An einem privaten Haushalt soll ja auch nicht, wenn die Familie am Sommer an die Vakanz geht, sie soll alle gut zu und ausgehen, und jetzt am Winter kann ich für die Wand der Pneu, weil der Wand könnte auch bestimmt. Und hier ist es ähnlich. Cour des Comptes weist weiter darauf hin, dass so eine Krise regelmäßig vorkommen können. Und dass es dafür absolut notwendig wäre, dass die Regierung klare Pisten aufweist, wie mit der Staatsschuld an den nächsten Jahren soll weitergehen. Die Regierung müsste eine Strategie der Reéquilibrage économique aufweisen, die die Nachhaltigkeit von den Staatsfinanzen belegt und die damit auch für Vertrauen sorgen. Auch der Staatsrat sieht das. Die Regierung sieht es leider nicht, mit dem Herr Minister hat gerade versprochen, sie geben die nächsten Jahre da verantwortlich mit den Suen umgehen. Wir gucken da mal, was da geschieht. Für als Wirtschaft und da hat auch für ein nachhaltiges Staatsbudget, weil die hat ja richtig großen Einfluss auf das Staatsbudget, als Prävisibilität immens wichtig. Und dafür wäre es notwendig gewesen, eine klare Strategie auf den Tisch zu legen. Wie kriegen wir wirklich die Herausforderungen am Logement, am Gesundheitswesen, an der Klimapolitik gestemmt, an das Budget mittelfristig an den Equiliber? Wie können wir ohne soziale Abschnitte Tendenz zu immer mehr Schulden brechen? Weil ohne nachhaltige Finanzen ist auf jeden Fall keine wirtschaftliche Sicherheit, keine soziale Gerechtigkeit, kein ökologisches Gleichgewicht möglich. Und auch das ist ein Frage von Vertrauen. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich habe schon gesagt, nachhaltige Finanzen brauchen sehr eine funktionierende Ökonomie. Und als Ökonomie muss unterstützt gehen. Weil wenn wir stärker Lützeburg wollen, wenn wir für allem auch die Leute zu Lützeburg wollen stärken, da geht das just mit einer stärkeren Ökonomie. Weil wir müssen eher mal den Wohlstand können verdienen, müssen wir den Wohlstand auch schaffen und erwirtschaften. Wir brauchen also Wachstum, und das muss ein nachhaltiges Wachstum sein. Und wir müssen die Krise, ich so nicht als Chance, weil das ist keine Chance, aber als Gelegenheit nutzen, für sich mehr Qualität an als Croissance zu kriegen. Für sich keine Croissance mehr auf Teufel komm raus, mich gibt da so ein echter auf Wohlbefinden finden komm raus. Der Budgetsrapporter vom letzten Jahr
hat Wölbefallene Joch, wo sich an den Mittelpunkt von seiner Rede gesagt. Und hier mussten definitiv die Schiene gelöscht gehen. Und die Schiene richtig gelöscht gehen, sehr gelöscht gehen. Für so sehr wie möglich am Sinn von Wohlstand und auch am wohlbefallenen Remeng sehr funktionierende Ökonomie zu kriegen, muss man erstens, und das begrüßen wir, die Ökonomie gezielt durch Hilfsmesuren unterstützen. Das Mesuren gehen allerdings nicht weit genug oder verschiedene Betriebe können nicht davon profitieren. Prozeduren sind noch zum Teil zu viel schwierig, besonders den Oreca-Bereich, als stark gebeutelt, weil sie für eine zweite Karriere müssten zumachen, obwohl sie schon ganz viel investiert hatten an Sanitärsicherheit. An ihnen fehlen noch Perspektiven. Der Marc Spautz wird beim Projet de loi, den wir mehr Morde de jour und heiner am Detail darüber angehen. Zweitens müssen die Investissementen, und das hat der Finanzminister auch gesagt, müssen sie für die Relance von unserer Ökonomie, für den Motor von unserer Ökonomie hochgehalten gehen. Das ist antizyklische Politik in Krisenzeiten. Das Budget gesagt auch ein konsiderabel Hoss 4. Wir haben als CSV klare Prioritäten, den Wohnungsbau, Gesundheitswesen, Mobilität, die Education, Digitalisation und natürlich Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Weil auch die kannst du suchen. Aber für das, was geplant ist, zu investieren, weil ganz tags geht ja nicht unbedingt das investiert, was am Budget steht, für das überhaupt könnte realisiert gehen, muss den was soll ich so, Prozeduren, die verkrustete Prozeduren endlich schaffen. Wir brauchen hier eine Vereinfachung. Eine Vereinfachung von den Prozeduren, für das alles miserier geht. Und das gibt dem Budget überhaupt nicht kosten. Und dasselbe gilt, wenn wir die fertig bringen, dass den Privatinvestisseuren hier Investitionen könnte miserier machen. Dann hätte man die Ökonomie gemäht, und es gibt auch dem Budget nicht schaffen. Also wann ich schafft und die verkrustete Prozeduren, schafft darunter, dass Administration, nicht Administration wie sehr schafft, sondern dass administrativ Prozeduren vereinfacht gehen. Das etwas, was dem Budget nicht schafft, aber weil unsere Ökonomie und unsere Leute sicherlich wird helfen. Dann drittens müssen als Betrieber auch attraktiv bleiben. Lützeburg muss attraktiv bleiben, weil, wie gesagt, ohne Betrieber gibt es keine Nachhaltigkeit. Wir brauchen ein starker Staat, ja, und ein starker Staat braucht stark Leute, braucht stark Betrieber, aber braucht ein stark Modernen zwischen denen zwei, weil das sind die modernen Unternehmen. Dann hat der auf jeden Fall auch kein Klassenkampf gehen zwischen denen zwei, wir brauchen nicht konkurrenzfähige Salarien, aber wir brauchen konkurrenzfähige Patronbetrieber. Und Lützeburg muss sich hier im internationalen Umfeld auch positionieren. Wir leihen da nicht mehr unbedingt so gut wie wir Molenka Lungen. Bei den Betrieben leihen wir auf 26. von 36. Platz, bei den Privatpersonen auf 20. von 36. Platz. Auch da muss man durch schaffen, und das für allem für den Hintergrund vom Brexit. Weil den ist definitiv alles anders als wie, ich will mal so ein helpful für uns Ökonomie. Lützeburg ist ja, wenn es der Finanzindustrie noch ziemlich gut durchgekommen, und der Herr Finanzminister hat von der Finanzplatz als Vektor für die Nachhaltigkeit geschwärzt, da das einfach nicht unbedingt einfach so für Zukunft garantiert, weil auch die Finanzwelt ist nicht lastgelöst vom Recht von der Ökonomie. Da haben wir gestern auch nach der Chambre de Commerce hören, die gesagt haben, es wäre nicht unbedingt so, dass das für die nächsten Jahre genauso gut gewesen wie für das Jahr. Also muss man das am Ende behalten. Dafür begrüßen wir auch, dass am Budget viel gesehen ist, wie Tax d'Abonnement für nachhaltige Investissementen aufzusetzen. Wie gesagt, allgemein muss die Relance in die richtige Richtung gelegt gehen. Da wirst, ich komme erst im Enseignement, und dafür so nicht gerade auch in einer Budgetdebatte, wo es um eine nachhaltige Relance geht, muss man, dürfen wir die Education nicht vergessen, weil man braucht gut ausgebildete Leute. Auch so zu machen, keine starke Staat und keine starken Betriebe. Wir brauchen also starke Leute. Für die Leute stark und groß zu machen, haben wir sich 2 Plätze, in denen das die Familie, da haben wir eine andere Meinung wie Blau oder Grün, und dann das die Schule. Aber wenn ich bei der Schule bin, dann muss ich wirklich so, die Ausbildung, die Weiterbildung ist die wichtigste Ressource, die wir haben, wo wir konsequent müssen daran investieren. Aber bei der Ausbildung ist, und auch das, ich meine, das sind wir als Einzelner, als den Ausbilder, als den Enseignant, den auf den es auch kommt. So, und da geht es nicht durch, für massiv Posten und plakisch Zöllen an dem Budget zu setzen. Aber wenn sie dann nicht besagt gehen, dann hören wir Quereinsteiger ran. Ich will nicht so, dass Quereinsteiger da viel schlecht sind.
man muss aber fundamental mit der Frage auseinandersetzen, wie weit gibt nicht genug Enseignants ausgebildet, wie war das der schöne Beruf, weil es ist ein schöner Beruf. Das ist ein richtig schöner Beruf. Wie war das denn nicht mehr attraktiv? Und ich habe morgen eine Interpellation angefragt und da werden wir nächstes Jahr darüber diskutieren, weil das ist immens wichtig. Wie gesagt, den Enseignant ist den A und O vom Enseignement und Enseignement, Weiterbildung, Ausbildung ist die wichtigste Ressource, die wir haben und die brauchen wir für einen Neuanfang, für eine nachhaltige Wüste. Die Damen und Herren, bei der Covid-bedingten Wirtschaftskrise hängt direkt an den Sozialkrise. Und noch gilt das so klein wie möglich zu halten. Weil die Sozialstabilität, ich meine, das hat ein Budgetsrapporter gestern gesagt, ist keine Selbstverständlichkeit. Nein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Von 6 Residenten hat massiv Abbauen an seinem Revenu. Und noch gerade die psychische Belastung ist, unter anderem auch da, wenn es da, extrem groß, gerade auch bei sozialen schweren Leuten. Wenn wir also stark Lützeburg wollen, dann muss man sich auch als sozial schwer stärken. Weil an einem Land, an einer Gesellschaft, das ist ein bisschen so wie an einer Equipe. Die Landgesellschaft ist nicht mehr so stark wie den Schwächsten. Also muss man auch die Schwächsten stärken. Und dafür begrüßen wir auch die Erhöhung vom Mindestlohn vom Revis, da tun wir auf dieser Platz, wie das Gesetz gestimmt ist, auch klar und deutlich gesagt. Und darüber heraus müssen wir unter allen Umständen Kaufkraft von den Leuten erhalten. Weil ohne Kaufkraft kriegen wir auch keinen nachhaltigen Neustart. Kaufkraft ist den A und O auch von einer nachhaltigen Steuerpolitik für die Leute. Und noch von der Steuerreform, wo wir ja noch nicht wissen, ob sie könnt, wie nie dazu könnt, ob sie überhaupt könnt. Weil klar ist für uns, die Leute brauchen auch Steuer- und sozialpolitischen Rückgewand, weil es stief viel Leute mit dem Rück wieder der Wand und die Angst für der Zukunft ist auf viele Plätzen groß. Wie gesagt, am Kader vom Mindestlohn haben wir natürlich auch begrüßt, dass die Betriebe, die ja Schwierigkeiten sind, auch eine Kompensation kriegen. Das ist auch extrem wichtig. Und auch hier gilt es, nicht den einen den anderen auszuspielen. Das bringt nämlich keine Maps. Am Gegenteil, es gibt nicht für einen Schütten. Ich habe schon mittags gesagt, etwas, weil das alle geholfen als mehr Gerechtigkeit an unserer Gesellschaft. Die Anzahl von Leuten, die vom Armutsrisiko betroffen sind, hat zwischen 2014 und 2020 um 69,54% zugegangen. Und das ist dramatisch an einem Land wie Lützeburg. Das ist inakzeptabel. Während derselben Station die Anzahl von der Population um 24,7% zugegangen. Das heißt, wir haben eine richtig grosse Croissance von der Armut zu Lützeburg. Und dafür freut die Chambre des Salariés vollkommen zu Recht mit einem konkreten Aktionsplan für den Kampf gegen die Armut. Auch hier haben wir nicht direkt am Budget gefunden. Es wäre aber wichtig zu wissen, was die Regierung hier will. Hat sie will es, mit auf die Weg zu gehen, hat sie hier eine klare Strategie, respektive hat sie will es, eine klare Strategie auszuschaffen. Richtig ist es, dass wir die Allokation de vie chère herabsetzen und den zusätzlichen Steuerkredit abfeiern. Ich komme noch einmal darüber zurück. Ich merke just einen kleinen Verweis darauf, dass Max Spautz letztes Jahr hier auf dieser Platz bei den Budgetdebatten eine Motion herabgebracht hat, für die Allokation de vie chère herabzusetzen. Weil eben das Leben allgemein mit teuer gehen ist. Aber wenn das gemäht geht, ich meine, ich spreche bald nicht zu sagen, 31 Stimmen und dagegen gestimmt. Ich will dir noch einmal klar sagen, auch am Kader von der Fleisch der Steuerreform, wenn ihr könnt. Für uns könnt ihr nicht erfroh, dass Leute Steuern sind und sich das Zock müssen auslöffeln, die ihnen über die Regierung angebracht hat, weil sie eben keine Reserven für eine antizyklische Politik gemäht wird. Die Kaufkraft von den Leuten muss erhalten bleiben, für sie selber und auch für uns Wirtschaft. Aber wenn wir von Steuergerechtigkeit wollen schwätzen, dann muss man im Prinzip gucken, dass jeder Steuerzahler auf Basis von einem progressiven Tarif, der ja sich viel gesagt, weil die mehr verdient, weil den undelsmäßig mehr Steuern bezieht, misst besteuert gehen. Und dafür haben auch mein Kollege Gilles Roth und Laurent Moser auf dieser Platz Motionen herabgebracht gehabt, für die Wissen zu reformieren, für Stock Options aufzuschaffen. Weil du wärst dagegen gestimmt von der Majorität, die Regierung möchte das, wir begrüßen dann, dass die Regierung nicht möchte, hat feststocken. Den ersten geschehen, die Wissen am Bereich vom Logement, Geolo, die direkt und indirekt Revenu besteuert vom 1. Januar 2020 um 20%.
können lo kein Chargen aufgesagt gehen, dafür also in direkte Vergleich, wo sich mit den Privatpersonen noch ein bisschen schwierig. Chambre des Salariés, und ich invitiere nicht wirklich den Avis durchzulesen, die haben ganz viele Beispiele durchgerechnet. Also noch Beispiele heute durchgerechnet, da kommen die Enkel, kommen die Fonds besser weh, die anderen kommen die Privatpersonen besser weh. Und das ist also schwer zu sagen, ob es lo ganz gerecht ist, mit geht auf jeden Fall mehr gerecht und die Richtung stimmt auf jeden Fall. Nach muss ich, wie gesagt, fragen, was das Budget bringt, respektive was das Budget verloren hat, dadurch, dass es nicht echt angepasst ist. Dann, Herr Präsident, wenn wir von Steuergerechtigkeit schwätzen, dann muss ich auch froh erlaubt sein, für was ist noch nicht für die Monoparentalen und für als Witfrauen und Witmänner gemäht gehen. Hätte er als konkret Propos angeholt, zumindest mal den nächsten Schritt, dann hätten das Leute schon so paar Jahre etwas gekriegt. Auch das wäre besser gewesen wie nicht, und für eine Lo, eine Steuerreform zu werden, die vielleicht nicht könnt. Den Herr Armenier sagt ja, es wäre im Moment nicht den Amend für eine Steuerreform. Wie gesagt, auch hier fehlt dem Jean-Claude Juncker sein vermessen Apfel für den Duscht, für das zu machen, und für auch mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Eisen, Fraktionsexpert für Apple für den Duscht, auch für die Finanzen, der Gilles Roth, der wird nach dem Detail über das gesamte Steuerlandschaft pardon, noch Besuch nach punktuell finanzpolitischen Aspekten angehen, weil hier sind noch ganz viele Fragen. Ich will noch einmal resümieren. Sozial, Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit sind für uns zentral. Und Gerechtigkeit ist für uns definitiv ein integralen Teil von unserem Gesellschaftsmodell. Und dazu gehört Bekämpfung von der Armut, dazu gehört aber auch für neue Armut von der breiten Mittelschicht zu verhindern und dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft die neue Generation nicht mehr so gut können leben, wohnen, erschaffen wie ihre Eltern und Großeltern. Und dann sind ich beim Logement, weil auch das ist ein wichtiger Punkt, der für die nächste Generation extrem wichtig ist. Und als CSV umreißt noch nicht von der Idee vom Eigenheim für trotzdem Einzelleute verabschiedet. Es darf nicht ein Privileg von den paar Happy Fusen, weil auch da wären wir dann nicht mehr bei der sozialen Gerechtigkeit. Die Damen und Herren, die Situation am Logement ist dramatisch. Preise explodieren. Aber wirklich bis weit an die Mittelschicht daran kann es sich geschwind kein Haus oder keine Wohnung mehr leisten. Und es geht nicht besser. Und wirklich sollte Lochemie sich an der CSV verstoppen. Erstens haben wir 13 Mesuren-Package vorgestellt. Zweitens das Center 2013 blau, rot und grün Ruder. Und 2013 als praktisch nichts geschieht als Sache Logement, trotz groß annoncierten Offensiven. All Jahr kommen 10.000 bis 12.000 Leute bei Plötzeburg. All Jahr müssten wir 7.000 Wohnungen bauen. Das sind dann mehr wie doppelt so viel wie dem, was wir überhaupt bauen. Da geht der Preis natürlich an die Luft. Schon lange da, wenn es da müssten wir es erfahren, zumindest verdoppeln. Das geschieht an diesem Budget aber nicht. Immerhin geht das Budget vom Wohnungsbauministerium um 11% Europa auf 263 Millionen. Da muss ich echt sagen, dass das so schöner gut, wenn ich das vergleiche mit den Jahren 17, 18 und 19, da sind nur 70% vom Gesamtbudget ausgegeben. Auch da muss man es vorstellen. Und auch das ist ein Phänomen, das wir mittlerweile kennen. Aber wenn der Staat gern hat, dass über der sogenannte Pakt Logement 2.0, der sicherlich nicht die Rettung wird vom Logementsproblem. Den Undeel vom Logement à modéré, aktuell 10% am Perimeter, soll integral vom Staat überholt gehen. Mit da müsste pluriannuell massiv an die Luft gesagt gehen. Aber auch das ist nicht erkennbar, für mal diplomatisch zu sagen. Kommen natürlich einzelne Steuermesuren, den Taux d'amortissement accéléré für das Logement lokativ wird gesagt. Einmal da soll Spekulation verhindert gehen, das Mesure ist an der Reihe. Sie bringt auch nach Suen an den Käse, das ist gut. Von etwas hören wir aber nicht mehr. Das ist Spekulationstax. Ob nicht bebauten Terrain und ob eidelstehenden Wohnungen. Auch hier hatten wir im Oktober eine Motion rausgebracht. Der Marc Lies hat sie rausgebracht. Und auch der ist aufgestimmt. Ich meine, ich brauche nicht so wie 31 Mal. Nee. Also hier muss ich sagen, es geht nicht für sich Ziele zu setzen. Mit der Weg muss abgewiesen gehen, an dem muss ich dann nochmal konsequent durchsetzen, an die richtige Richtung Schiene lehnen. Weil das Logementsproblem
Also sech de gréste soziale Problem, de man hunn, dat dats den gréste Sech vun de Lëtzebuer, dat sogar nach während der Corona-Krise enke aufgefrot gin, Et ass nach ëmmer Zch Nummer 1 an da muss déi och als Zch Nummer 1 so ugepackt gin, an dat muss auch am Budget rëm ze fannen se. Die Damen an die Herren, ich kommen dabei de Gesundheitssystem. Auch dat muss eng absolut Priorität sein. Schon net schon méi wie emol halb der Platz gesot an schon 4 Corona. Wir hunn nicht nimmen eng Urgenz an den Urgenzen an die Kliniken, wir hunn eng Urgenz am gesamten Gesundheitssystem. Ich gebe euch just 2 Beispiele. Rëmenke ja. Et kann nicht sinn, dat et Joren dauert, fir als Nomenklatur unzupassen. Wenn man se ugepasst und dann as am Prinzip Medizinschaft mi weit, dat könnt den Remeps anders das froh. Dat kann ja nicht sinn. Ich erinnere noch just tun, wie Mehrheit zu Lützeburg, wie lange aber müsste streiten, für per IRM zusätzlich zu kriegen. An der Teil zu Lützeburg. Nicht an irgendeinem Land. Auch das kann nicht sein. Hier brauchen wir definitiv eine andere Politik. Wir brauchen ein Mentalitätswesen. Dieses Gesundheitssystem muss man unbedingt generell überhöhen. Und wir müssen den Patienten immer an den Mittelpunkt setzen. Und an dem Sinn hat der Claude schon 4 Corona eine Interpellation angefordert. Wir hoffen, dass man die dann definitiv, wenn sie da an die Kommission könnt, dann sehr können nächstes Jahr hier auf dem Ordre du Jour sitzen, weil es eine Urgenz. Und auch die OECD rekommandiert ganz klar, dass neben den Investissementen an Relance wird, und da kommt nicht nach, muss an Santé investiert gehen. Bei einem Budget soll Einzelinvestissementen dafür gesehen, Südspidol, CHL, Maison de Soins, all das begrüßen machen. Aber so auch, so eine Pandemie können zu allen Momenten zurückkommen. Der Virus kann zum Beispiel mutieren. Und Politik muss mindestens dann klare Strategien haben, dass unser Gesundheitssystem dann können aufrechterhalten. Wir haben gestern eine Strategie gefragt. Die Motion ist erstaunlicherweise angeholt. Und ich hoffe ja wirklich, dass wir die Strategie da in den nächsten paar Wochen vorgestellt kriegen. Ich gehe noch ein paar Stichwörter daran. Personal. Die Attraktivität vom Beruf muss nachhaltig erhöht gehen. Das Budget ist beim Personal abgestockt gehen. Das ist auch gut, aber noch muss ich sie finden. Und auch dafür ist es extrem wichtig, dass den Hearing, wo wir die letzte Woche, meine ich, die Resolution gestimmt haben, dass die organisiert wird in der Chambre und dass wir die notwendigen Debatten feiern. Weil Personal möchte eine vorbildliche Arbeit. Die schaffen ohne Limiten. Und ich will Ihnen auch noch einmal wirklich merci sagen. Und wir sollen hier Sorge echt hören und wir sollen auch ganz echt über die Attraktivität von diesem Beruf diskutieren, weil die Krise da ist gewiesen, wie aufhängig das wir sind. Très bien. Nächstes Stichwort: medizinische Versorgung während der Pandemie von allen Kranken. Und die muss weiter assuriert gehen. Auch das kostet suchen, wenn wir unser System umändern. Ich gehe da just noch ein Stichwort Covid-Strukturen, Non-Covid-Strukturen. Der Marc Spautz hat das letzten März schon gefragt gehabt. Wir brauchen definitiv eine andere Organisation, eine optimierte Organisation, ein besser Zusammenspiel zwischen den aktuellen Strukturen. Und das muss logisch geschehen. Noch ein Stichwort langfristige Strategie. Dann Prävention. Prävention, das sind andere Moral wissen, dass Krankheitsverläufe von Covid-19 sich bei fitten, aktive Leuten in der Regel manchmal schwer verläuft. Schon den Background für Mensch 2 Wochen gelesen, dass werden Dr. Schmidt unter anderem auch am Background dran und er sagt, dass wir da ein Umdenken brauchen. Auch hier hätte könnten Schienen an die Richtung lehnen und zum Beispiel vielleicht Betriebe unterstützen, die in ihrem Materialbestand in diese Richtung auch unterstützen. Prävention ist zentral. Rein budgetär gewissen betrügt rächen sie sich auch. Wir brauchen also einen Neustart auch am Gesundheitswesen, und die brauchen wir dringend. Dann, Herr Präsident, die Damen und Herren, kommen ich bei Klima. Das ist ein wesentlicher Faktor von unserer Nachhaltigkeit, und es ist richtig, dass wir da eine Priorität setzen. Wie gesagt, der Weg dahin, muss auch klar abgewiesen gehen. Und auf diesem Weg muss man, und da denke ich, auch von der Station in der Marco Schank, da muss man die Leute und Betriebe mit an Klimaboot hüllen. Oder man muss die Leute und Betriebe mit auf diesem Weg hüllen. Weil ohne sie funktioniert die beste Klimapolitik nicht. Hier sind Einzelmesure vorgesehen. Ich meine, am Logement, Begünstigung von der energetischen Renovation bei Lokationswohnungen. Ich will just so im Sinne vom Klimaschutz
könnte das natürlich auch auf die Eigentumswohnungen ausbauen. Für den Rest sind Investimente an Mobilität vorgesehen. Viel Konkretes als außer dem PNEC, dem Klimaplan, wo es nicht viel dran, außer CO2-Tax. Die Investimente an Mobilität begrüßen man natürlich, mit du hast auch noch nicht extrem viel Neues. Ich meine, das ist der Tram, das ist ein Tram, die Wöllersbund zwischen Esch und Stadt, an Wanden her Bauschlei wäre, aber gut, ja gesagt, Minister geben uns immer nachleuchten. Da will ich ihm just sagen, ich hatte auch ihm nur geleuchtet bei RTL TV. Und nun ist aber wirklich gedacht, wir sind über dem Herr Bausch so, und dass es auch nördlich und östlich von der Stadt auch noch ein Teil vom Land ist. Ich habe nämlich durch selbst höhere Stadt Esch, Stadt Süden, schon nicht höheren von dem Rest. Also, Herr Bausch, wenn er mich hört, denkt dran, das Land ist groß. Auf jeden Fall mehr groß als das. Für den Rest wiederhole ich meine Kritik von 4 Drohnen. Es geht alles viel zu los. Es kann zum Beispiel ja nicht sein, dass die Majoren planen, eine Wöllerspiste gebaut wird. Das müsst ihr Mengen an, ist das relativ einfach. Wir haben ambitiöse Klimaziele. Ich erinnere mich, 55% beim CO2, 45% bei der Energieeffizienz und 25% beim Anteil von erneuerbaren Energien. Und die können wir nicht mehr erreichen, wenn wir nicht eine halbe 40 Politik machen, wenn wir wirklich kohärent und strikt Schiene legen für den richtigen Weg, dahin zu machen. Und Politik muss sich im Prinzip ambitiöse Mittel geben, für das Ziel zu erreichen. Und Politik an der Stadt muss man ein gutes Beispiel für gehen. Und dann erinnere ich mich an eine Emotion vom letzten Jahr. Also das ist beim besten Willen an Mengen an nicht zu verstehen. Weil die Majorität hat eine Motion refusiert. Und ich gehe so nicht mehr reingerannt, da werden sie schon 2-mal reingehen. Für sich mal ein gutes Beispiel für zu gehen. Für dafür zu sorgen, dass die Stadt 2030, 2040 klimaneutral wird. Das haben auch die Grünen refusiert. Das ist etwas, was ich beim besten Willen nicht verstehe. Aber dann dasselbe fördern von den Betrieben. Aber es muss in dafür mal ein gutes Beispiel für gehen, einmal weisen, wie das geht. Und dann hören die, wie gesagt, die Leute an die Betriebe mit. Aber wenn ich da bei den Betrieben bin, ja, auch die müssen mehr Richtung Klima schaffen. Und die müssten noch viel mehr verstärkt unterstützt bei nachhaltigen Investimenten. Ich hatte das schon einmal erwähnt, zum Beispiel Steuerkredite. Wie war das nicht geplant? Man hat keine Zeit zu vertrennten. Man hatte schon das letzte Jahr einen Klimapakt für die Betriebe gefordert, so wie die Chambre des Métiers. Auch damals war die Motion 31 Mal nie aufgelehnt. Herr Präsident, der Budgetsrapporteur hat gesagt, das Budget geht Weichen an die richtige Richtung stellen. Also ich komme ja nicht von der CRL, ich kenne noch nicht alles. Ich meine, wenn in die Weiche stellt, dann muss die Schiene vielleicht gelöscht werden. Und dafür brauchen wir Mesuren, für eben die Schienen zu legen. Und dafür deposieren wir eine Motion, wo wir die Regierung auffordern, für einen Klimapakt für die Betriebe an Platz zu setzen, für Mesuren an Platz zu setzen, für die Betriebe in Richtung von mehr Energieeffizienz zu guidieren, mehr Kreislaufwirtschaft, mehr Nachhaltigkeit, für die Betriebe eine gratis Klimaberatung anzubieten, für ein Beihilfe-Package an dem Sinn auszuschaffen, gestern ist das Stichwort auch vom Budgetsrapporteur Fit for Climate genannt wird. Herr Präsident, ich komme dann zur Landwirtschaft. Und ich meine auch, war den Herr Gasaslo Frau, und ich schon mal froh gemäht, Mayen. Narin, ist schon ein glücklicher Mensch. Also ich komme dann bei der Landwirtschaft. Und ich meine wirklich, dass an der Corona-Krise, weil jeder Verein erkannt hat, dass die Landwirtschaft wichtig ist. Dass es wichtig ist, dass wir gut Lebensmittel haben und dass wir auch gut Lebensmittel garantiert haben. Als Landwirtschaft ist systemrelevant. Und die Landwirtschaft, auch da habe ich schon mal gesagt, ist ein Big Player am Klimaschutz. Umso mehr schön ist es aber dann, dass die Anpassung vom Agrargesetz nicht gezielt genutzt wird für die zusätzlichen Erfahrungen, die müssen gemäht gehen am Bereich vom Klimaschutz. Für die gezielt Chance zu unterstützen, das wird bestenfalls just halb fertig gemäht. Und das kann nicht sein. Wenn wir als Ziel gerne wollen erreichen, dann müssen wir agieren. Und das ist in der Zeit. Und das Budget an der Landwirtschaft, die wird sogar aufgesagt für das Beihilfen. Für was? Für was sieht die Regierung auf der einen Seite Dosen Ziele und auf der anderen Seite, wie gesagt, lädt sie China nicht konsequent an die richtige
Richtung. Wir werden als Donaueinkehr am Kader vom Agrargesetz zu Wort melden. Dann, Herr Präsident, komme ich bei der Energie, auch ein zentraler Sektor für Stadt Lützeburg. Die Elektromobilität geht über die Autos prim die Elektrobornen stark unterstützt. Ich erinnere mich daran, dass die Regierung die Elektroprim schon länger aufgeschafft hat, die dem Marco-Schank angefordert hat, also aufgeschafft, und dass er angefordert ging. Und ich so nicht, wenn ihr so einen Zickzackkurs fährt, da könnt ihr nicht unbedingt ganz sicher und ziehen. Und es wäre besser gewesen, auch mehr kohärent zu sein. Wir unterstützen das Beihilfen für emissionsfrei an eurem Mobilität. Das hat auch müssten von Anfang an vielleicht eine gewisse Sozialselektivität denken. Das wäre leider vergessen. Photovoltaik, in einer Stichwort dann immens wichtig, heißt die Solarkataster, schon übrigens auch probiert, wo ich finde, du hast definitiv nicht machbar, du hast alles rot. Rot ist für Solar, pardon, nicht gut. Tarife gehen nicht. Und Photovoltaik ist sicherlich ein wichtiger Teil von der Lösung. Mit anderen Worten, so, hey, da muss das konsequent gemäht gehen. Denn Paul Galles hat nicht mehr eine Question parlamentär gestellt, ob an der so Werte sehr relativ groß gebeiert. Auch wenn die vielleicht noch nicht optimal gedreht sind, da können die Solarpanelen drauflegen, da müssen die just ein bisschen ungewinkelt gehen. Aber wenn die ungewinkelt gehen, was möchte dann nicht den Energieminister mit an dem Weltminister gibt da keine Autorisation. Das kann am Menge nicht sein. Entweder ohne ein Ziel, und dann gucke ich, wie kohärent dahinter zu gehen, oder ich habe kein Ziel. Das kann ich aber nicht auch noch ein engem Minister gegen den Nähe schaffen. Und mit dem Argument, das muss ich mal einfach ich auf der Zunge zergehen lassen, mit dem Argument, das wäre nicht schön. Das geht nicht an die Landschaft passen. Mit der so nicht, ich passen dann die Großpannen auf der Wies an die Landschaft. Auch die sind am Menge nicht schön. Also es soll effektiv mal dich alle belegen, an die belegen, und nicht verbieten, dass diese belegen, und da soll ich mal auf die Freilandflächen gucken. Und noch das Naturschutzgesetz, was wirklich mit dem Passus, wenn es nicht an die Landschaft passt, kann alles verbieten. Ich meine, dass die wirklich die Subjektivität, die Willkür muss aus diesem Gesetz raushören. Das kann nicht sein. Komme ich bei Biogas anlernen. Auch hier hat das Regierung ganz gut geschafft, schon im negativen Sinn. Weil es geht nicht dort so, dass Biogas anlernen in Teil von einer Lösung sind. Nein. Da muss ich noch eine dementsprechende Politik machen. Genau das wird aber nicht gemäht. 2017 hat man zu Lützeburg 29 Biogas anlernen. 2019 haben wir danach ganz, oder loben wir danach just nach 17. Also, da muss ich sagen, bravo. Bravo, gut geschafft am Sinn vom Klimaschutz. Wir fördern die Regierung ab, dass sie endlich konkret Mesuren dezidiert, für dieses Anlernen zu unterstützen, und für ihnen auch eine Prävisibilität zu geben. Diese Betriebe. Als wichtigste Mesure ist CO2-Steuer am Budget vorgesehen. Wenn wir als für uns behalten, wird leider Frankreich reagiert tun bei der Abfeierung. Ich meine, dann ist es extrem wichtig, dass hier Transparenz herrscht. Das ist zumindest eine Kondition für die Akzeptanz. Und du gehst eben nach einer Party einfach frohen, die müssten geklärt gehen. Wie gesagt, was geschieht konkret mit den Einnahmen? Was kostet CO2-Steuer, was bringt sie, sind darauf angegangen, ob das, was konfus am Budget steht, zumindest das, was am Budget steht, muss nachvollziehbar sein. Was ist der genaue Effekt von der CO2-Steuer? Das Budget auch langfristig gesehen. Was bringt das als im Ziel, Mino CO2-Reduktion? Wie kriegen Betriebe, die von der CO2-Steuer betroffen sind, geholfen? Wir so noch du, ja, für eine CO2-Steuer, mir parallel dazu müssen aber diese Betriebe geholfen geben, dass sie die Transition hinkriegen. Das wäre eine kohärente Zukunftspräparation, eine Investition in Zukunft. Dann haben wir sich auf europäischem Niveau eine CO2-Importsteuer gefordert, weil es extrem wichtig ist, dass die Kompetitivität von unseren Betrieben hier in Europa nicht sich dadurch geschädigt wird. Ich weiß noch nicht genau, was die Position von der Regierung ist. Und da komme ich bei Privatleuten. Wie genau sind Kompensationsmesuren für die Leute berechnet? 10% Allokation de vie chère? Ja, aber ich habe schon gesagt, dass das im Prinzip eine Anpassung mit Lebenshaltungskosten. Letztes Jahr hat man die Motion zum Wort gebracht. Der Steuerkredit von zusätzlich 96 €, die spielt nicht mehr für Leute,
bis zu eng jährliche Gehalt von bis zu 40.000 €. Et kann sich auch froh Kompensation erhecht, wann CO2-Steuer erhecht wird. Und dann für uns über die zentral froh gehen, Domotach tatsächlich Daylight kompensiert, die heidurch meihech Heizkästen und meihech Mobilitätskästen. Und da verweise ich nach auf den Avis von der Chambre des Salariés. Auch da haben sie ein paar die Beispiele durchgerechnet. Also haben du gewissen, dass sogar Leute, die eine Mindestpension kriegen, nicht können komplett von diesen Kompensationen profitieren. Die Leute, die nicht an einer Stadt wohnen, die nicht an den öffentlichen Transport gebunden sind, die auf Schichten schaffen, wo kein Bus fährt, wo kein Zug fährt, die kann holen, die gehen ganz klar dadurch benötigt. Und das ist klar, und ich meine sogar, ich hätte den Herr Baustadt hier gerade so in der RTL. Wenn ich den Benzin mit Eier mache, und wenn ich den Leuten keine Alternative biete, dann ist das ungerecht. Ja, das ist ungerecht. Und wir schaffen hier eine neue Ungerechtigkeit. In Deutschland gibt dafür zum Beispiel eine Pendlerpauschale erreicht, zwar zeitlich begrenzt, wie das kann, umklammern, eben für die Leute zu unterstützen, die durch lang Wege auf ihr Irrbicht für allem von der CO2-Tax betroffen sind, weil in Deutschland die deutsche Regierung die gesagt hat, dass nicht jeder kann, man Velo oder man Bus oder man Zug auf die Schaffe. Und noch nicht jeder kann sich direkt in ein Elektroauto kaufen. Und in dem Sinn deposieren ich eine zweite Motion, wo wir frohen Kompensationsmesuren frohen für die Leute, die müssen auf den Auto zurückgreifen, für eben die neuen Ungerechtigkeiten zu verhindern. Merci. Dann eben noch kurz zum Wasserstoff, wenn ich bei der Energie sind. Am Budget steht zwar, dass die neuen Technologien, wie zum Beispiel der Wasserstoff, in den nächsten Jahren analysiert gehen, ohne eben eine klare Strategie erkennen zu lassen. Der Wasserstoff wird eben in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber wenn wir auch hier nicht wollen, dem Zug an den Druck laufen, da gilt es, ein Lot zu agieren, ein Lot aus der Forschung, die Innovation in dem Bereich zu fördern, an eine Vision für die Zukunft vorzustellen. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das Budget ist stark am Defizit, bleibt bis 2024, Staatsschuld explodiert, Finanzen sind nicht nachhaltig. Es sind keine Zukunftspisten abgewiesen, für sie mehr nachhaltig zu machen, und ohne nachhaltige Staatsfinanzen behalten wir, kriegen wir keinen starken Staat, und vor allem kein starkes Leid, weil um die geht es. Und dafür bedauern wir, dass die Regierung in guten Zeiten über die Verhältnisse gelebt hat und nicht auf die Zeit gelöst hat für mich schlechte Zeiten. Das ist in unseren Augen nicht verantwortungsvoll. Aber am Moment ist es nicht unter Zeit für Austerität. Lo muss an die Betriebe und auch an die Leute, an die soziale Gerechtigkeit, an Chancengleichheit investiert gehen. Wir brauchen eine nachhaltige Relance. Nachhaltig am Sinn von wirtschaftlicher Relance, von sozialer Relance und von ökologischer Relance. Und da geht es nicht durch, für die Weichen zu stellen. Nein. Du musst die Schienen sehr in die richtige Richtung gelöst gehen. Die Leute brauchen Planungssicherheit, sie brauchen Perspektiven für ihre Neustart und damit verbunden Vertrauen. Das liefert dieses Budget nicht und dafür werden wir auch gegen dieses Budget stimmen. Merci vielmals, Madame Hansen. Am nächsten geschriebene Redner ist der Honorable Herr Gilles Baum.